Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft A Working Man, ein neuen Actionfilm im Kino, den es wirklich mal modern Action bieten kann oder einfach nur eine Flop aus. Dann erzähle ich euch an dieser Episode. A Working Man ist der neue Film von David Ayer, den wir schon aus The Beekeeper kennen und aus dem ersten Suicide Squad. Beides Filme, die nicht wirklich viel zu bieten hatten, und A Working Man fällt halt genau an die nämliche Sport. Für mich wirkt A Working Man ein bisschen wie so ein Film aus einer Zeit, wo man ganz viel Actionfilme haben, an Nekruten, wo so Jason Statham ob seinem Peak auch noch war, und genau aus der Zeit fehlt sich der Film komplett un. Und da fehlt sich der Film eben aus der Zeit gefallen. Der Film hat nämlich nicht ganz viel Neues zu bieten. Mittlerweile kennen wir am Action-Genre ganz andere Beispiele wie in John Wick oder auch das, was man einem Mad Max gemacht hat, konnte man eben gesehen, was Action-Kino so kann. Und A Working Man mischt halt einfach nimmen stumpf Gewalt, ohne wirklich irgendeine Raffinesse mitzubringen. Jason Statham, den schlägt sich halt durch Massen und Gegner, ohne wirklich irgendwann richtiger Gefurcht zu geraten oder mal einen Gegner zu kommen, der wirklich im Wasser rächen kann. Also nie wirklich Risiko. Die Story ist auch echt ein Mittel zum Zweck. Die brauchen wir halt gar nicht groß Brett zu trippeln für die Firma, wohin eben schafft als A Working Man. Du geht Mädchen vor, dann hin als Ex-Soldat möchte sich dann auf der Weg für hat dann Remsichen zu gehen. Deckt durch Strukturen ab, so wie man das eigentlich so ein bisschen aus einem John Wick, so ein bisschen an einem Anzwinker mal seiner geheimnisvoller Struktur gesehen. Aber hier ist nicht wirklich geheimnisvoll und hier ist nicht irgendwie raffiniert. Wir haben halt die klischeehaft Russen mit einem Duo dran, also wirklich ein Erkan und Stefan Verschnitt, den einfach zum Gruscheln ist, wo ich einfach nicht mehr Fremdscham empfunden tun, mich einfach nicht mehr nur am Schluss vom Film gesehen tun. Der Film kann, soll man da einfach nicht viel bieten. Die Actionsequenzen sind maximal Standard, wird auch hier wirklich nicht viel zu bieten, und der Ganze wirkt einfach so, wie wenn nicht 2025 an das Kino kommen wir. Auch wenn optisch alles okay ist, aber auch schnitttechnisch ist das alles ein bisschen, ja, also kein schön lange Kampfsequenzen dran, kein schön lang choreografiert Kampfsequenzen, die irgendwie Spaß nach Gänge machen. Auch das kann der Film einem nicht bieten. Und da freuen sich da, war weder Story noch Kampfsequenzen ein Actionfilm irgendwie matrappen können, dann bleibt nämlich ganz viel. Und David Ayer hat halt immer weiter Werk gemacht, was absolut vergessenswert ist, wo ich den Trailer zu dem Film gesehen und was mir noch angefallen, stimmt, The Beekeeper go with you auch nach, ich hatte schon komplett verdrängt, an wenn der Mischfrot braucht sich den Film do kein Mensch gucken zu wollen, weil es hat definitiv keinen Spaß, da sie sogar an dem Filmball angepannt, und das muss ein Actionfilm auch mal fertig springen, dass ihn dabei Ball abhand. Da ist der Film einfach ein kompletter Reinfall. Drehbuch war halt matt geschrieben vom Sylvester Stallone, werde ich auch ein bisschen schockierend fand, weil das Sylvester Stallone wird auch schon gewesen, dass er besser Drehbücher schreiben kann wie der Toten. Ich kann mir bald nicht mehr vorstellen, dass den das Drehbuch durch irgendwie einke so aufgerattert wird, Alona so ein Tierrang trillen hat er gesagt hat, ja, dann hol das einfach wirklich, das ist ganz dünn. Hört man ganz oft Stirrunzle verpasst, wer du einem alles so verzapft geht. Der Film packt einfach nicht, das ganze Thema zu transportieren, weil auch ein John Wick ist permanent drüber. Bringt aber seine Ersthaftigkeit drüber, so dass ihn aber aufgeht und trotzdem an die Welt gesaugt wird. Heute die gut keinen Bock Zeit an der Welt zu verbringen. Voilà, du waret da doch schon. Erzählt mal ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und in dem Sinne verabschieden ich mich, wünschen euch dann aber noch ganz viel Spaß mit A Working Man. Ciao! You